30. April 1945. Die US Army steht vor den Toren Münchens. In der Stadt ist jetzt jeder mit seinen Ängsten allein. Die Ängste, durch Bomben getroffen zu werden, natürlich. Und die Ängste, dass Verwandte, Freunde, dass die getroffen werden. Die bereits zerstörte Stadt soll mit allen Mitteln verteidigt werden. Also bis zur letzten Patrone, bis zum letzten Atemzug. Barrikaden werden errichtet, Sprengladungen angebracht. Und dann wurde es gegen Mittag zu immer ruhiger. Kein Auto, kein Fahrrad, nichts mehr. Was wird geschehen? Wird München, die Hauptstadt der Bewegung, kampflos übergeben? Oder gibt es ein Blutbad? Wenige Tage zuvor, in Nürnberg wird erbittert gekämpft. Haus um Haus, Straße um Straße. 900 Menschen sterben. Dann ist Hitlers Stadt der Reichsparteitage erobert. Marianne Koch war damals 13 Jahre alt und wohnte mit ihrer Mutter und ihrem Bruder in Grünwald bei München. Als die US Army vor der Stadt steht, hofft sie, dass der Krieg endlich vorbei ist. Mein Vater war Jude und natürlich waren wir Anti-Nazi hoch 3. Ja. Und da wohnten natürlich Nazis auch um uns herum. Und ein Ritterkreuzträger und jemand, der also immer andere Leute ausgespäht hat und so. Das war damals so. Rudolf Fritsch war damals 17 Jahre alt und in München direkt von der Schulbank zur Flugabwehr abkommandiert worden. Am 30. April 1945 steht er zu Hause am Fenster und beobachtet einen Mann. Ein Soldat, offensichtlich ein Halbverrückter, mit einer Panzerfaust. Und der wollte dann anscheinend auf die Panzer warten. Und dann sind die Frauen gekommen hier von der Nachbarschaft und haben den so lange zusammengeschimpft, bis er abmarschiert ist. Die Stimmung in der Stadt ist angespannt. In den beiden Tagen zuvor sind fast 60 Menschen in Bayern hingerichtet worden. Mitglieder der Freiheitsaktion Bayern um den Wehrmachtsoffizier Ruprecht Gerngroß. Die Freiheitsaktion Bayern will die Stadt kampflos übergeben, doch der Aufstand scheitert. Thomas Schlemmer vom Institut für Zeitgeschichte im Landwirtschaftsministerium in München. Hier sind 4 Mitglieder der Freiheitsaktion erschossen worden. Nur wenige Stunden vor dem Einmarsch der Amerikaner. Das zu der falschen Zeit am falschen Ort war, also es konnte einem eben in diesen Tagen um den 30. April das Leben kosten. Obwohl jeder weiß, dass der Krieg verloren ist, ruft Gauleiter Paul Giesler weiter zum Widerstand auf. Wer protestiert oder desertiert, muss mit dem Schlimmsten rechnen. Man musste vorsichtig sein. Bei uns hat es immer geheißen, man darf ja nichts sagen, sonst kommt man nach Dachau. Diesen Begriff abgeholt werden und dass es was Grauenvolles war, das war bekannt, auch bei Kindern. Am 29. April befreien die US-Soldaten das Konzentrationslager Dachau. Sie stoßen auf mehr als 30.000 entkräftete Häftlinge und zahlreiche Tote. Viele US-Soldaten sind erschüttert und erschießen einen Teil der SS-Wachmannschaft. Am Tag danach machen sich die Amerikaner auf den Weg nach München und erreichen im Westen den Stadtteil Moosach. Beim dortigen Geschichtsverein sind bisher unbekannte Fotos dazu aufgetaucht. Eine Frau hatte damals heimlich den Moment fotografiert, als die US-Soldaten in Moosach auftauchen. Und die dann, kann ich mir vorstellen, mit einer ungeheuren Wut, einem ungeheuren Zorn auf die Deutschen hier einmarschiert sind. Bei ihrem Einmarsch in Moosach beschießen die US-Soldaten eine Straßenkreuzung. 5 Menschen kostete das Leben dieser Einmarsch. Alle fragen sich, was die Soldaten als nächstes tun. Wer kommt denn da? Einmal war es der Feind, der ja von der Nazi-Propaganda in schwärzesten Farben gemalt wurde. Und dann war tatsächlich die Furcht vor den schwarzen Soldaten, die ja bei den Amerikanern dabei war, ganz besonders groß. Und das war ja hier, wie überall auch, wohl für die Bevölkerung eine Riesenüberraschung, wie freundlich die sich benommen haben, gerade Kindern gegenüber. Gegen Mittag erreichen Einheiten der US Army auch den Münchner Norden. Hier bei der ehemaligen SS-Kaserne in Freimann kommt es zu heftigen Schusswechseln.
Für die Menschen in München drohen die schlimmsten Befürchtungen wahr zu werden. Genau diese Ängste, dass diese letzten Kriegstage in einem Blutbad enden könnten, in einer Zerstörung der Stadt enden könnten, in sinnlosen Verteidigungsaktionen, die dann letztlich zu nichts anderem führen als zu großen Opfern unter der Zivilbevölkerung. Und das am Ende dieses Krieges, den man ja schon überlebt zu haben glaubte. Doch der Kampf an der SS-Kaserne ist schnell entschieden. Die Amerikaner dringen weiter vor, ohne dass es zu Gefechten kommt. Auch ein Jeep der US Army nähert sich am 30. April Nachmittag dem Zentrum. Im Fahrzeug Ernest Langendorf, damals Presseoffizier der US Army. In der Annahme, dass München längst eingenommen ist, fährt er mit seinem Trupp Richtung Rathaus, wie er sich 20 Jahre nach den Ereignissen erinnert. Dort war alles menschenleer. Wir sahen keinen amerikanischen Soldaten, kein amerikanisches Gefährt, keinen Zivilisten und nichts. Und es wurde uns etwas unheimlich und wir fuhren sehr langsam die völlig menschenleere Arnulfstraße Richtung Stadtmitte. Er fährt immer weiter, über den Königsplatz auf den Marienplatz. Es ist gegen 16 Uhr. Wir stiegen ab von unserem Jeep, aber dort blieben wir nicht lange allein. Mädchen kamen, küssten uns und gaben uns Schlüsselblumen, gelbe Schlüsselblumen. Nach und nach kommen am Marienplatz immer mehr Leute zusammen. Und schließlich auch Offiziere der US Army. Die Stadtspitze um den Oberbürgermeister war geflohen. Die wussten auch warum. Der höchstrangige, der über war ein städtischer Oberrechtsrat mit Namen Meister. Der hat dann die Stadt an einen amerikanischen Major der 7th Army übergeben. In München ist der Krieg damit zu Ende. Mein Bruder und ich sahen, wie die amerikanischen Panzer so 200 Meter weit um die Ecke bogen, wo wir am Zaun standen, mit so großen Augen natürlich, und wie die Amis uns vom Panzer aus Bonbons zugeworfen haben. Das war dann, da wussten wir, jetzt ist gut. War froh, dass die Hauptsache wahrscheinlich vom Krieg überstanden ist, aber gefeiert haben wir an dem Tag noch nicht. Stunde 0. Niemand weiß, wie es jetzt weitergeht. Aber ein Gefühl überwiegt. Die Erleichterung, dass man überlebt hat und dass es eine Zukunft gibt, wie die auch immer aussehen wird, die war mit Händen zu greifen. Es war ein einschneidendes Erlebnis, das Ende des Krieges. Ein wirklich einschneidendes Erlebnis, weil so viele bewusste und unbewusste Ängste dann plötzlich aufhörten. Und alles war, ja, hoffnungsvoll. Der Krieg ist zu Ende. Das Leben geht weiter.